ist gewaltig stark, was wir eben singen, was wir auch glauben. Ne? Und ich denke, der Hans hat vorhin einen Warm-up gemacht. Ne? Dieses orthodoxe, weltweit gesprochene Glaubensbekenntnis. Und Hans, ich knüpfe das einfach nochmal an. Ne? Du hast es uns eingeübt. Ne? Wir machen es jetzt noch zweite Runde nach so schönen Liedern. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Das ist doch wunderbare Botschaft. Heute vor dem Gottesdienst hat mir jemand erzählt, eine Dame, die heute hier ist, sie hat mir erzählt, vor einem Jahr war ich dem Tod nahe. Ich habe einen Hirnschlag gehabt, lag 2 Stunden flach in der Wohnung, dann irgendwann kamen dann die Rettungsleute, haben die Tür aufgebrochen. Heute bin ich hier und bin fast wieder ganz gesund, weil die Auferstehungskraft auch heute wirksam ist. Ihr Lieben, Ostern ist nicht nur der Tag der Ostereier, übrigens danke für die Schoki-Eier, also nichts falsch dran, ne? Aber ihr Lieben, wir haben eine Botschaft, die viel stärker ist, die gewaltiger ist, die Leben verändert und die auch die Geschichte verändert. Können wir die Uhr bitte einschalten, dass ich ungefähr weiß, was ich tue hier? Sonst nachher, wenn der Braten anbrennt zu Hause, bin ich schuldig. Na, das will ich doch nicht. Habe ich nur 25 Minuten? Habe 10 Minuten? Okay. Ich fange mal an mit einem Text. Also um was es mir heute geht. Na? Ich habe mich vorbereitet die Tage, habe Gedanken gemacht und mir geht es heute darum, dass wir alle, ich gehöre dazu, ne, dass wir alle tiefer verstehen die historische, universale Bedeutung von der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist das gewaltigste Ereignis, das diese Weltgeschichte erlebt hat. Und wollen wir vor Augen malen. Und dann geht es aber auch darum, dass das, was damals geschehen ist, in die Ewigkeit reingeht. Aber wir leben schon mit der Verbindung der Ewigkeit. Wir können es heute hier erleben. So wie eben diese kurze Geschichte, die ich von Silvia erzählt habe. Ne? Weil diese Kraft der Auferstehung, zu der wir Zugang haben, die uns durch Jesus, der aus dem Grab raus ist, zugänglich gemacht ist, dann kann sich so vieles verändern. Halleluja! Okay. Die erste Folie. Wir haben eine Information mit Relevanz für Nachhaltigkeit. 1. Korinther 15, 2 Verse. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Krasse Aussage. Aber ich habe gedacht, ich fange mal damit an. Na, wer will ein elender Mensch sein? Keiner von uns will ein elender Mensch sein. Elende Menschen werden ausgezeichnet, dass sie sagen, ja, ich glaube schon irgendwo an diesen Jesus, dass es mir in diesem Leben ein bisschen besser geht. Ne? Oder andersrum gesagt, ohne die Relevanz der Nachhaltigkeit, die Bedeutung, wow, das ist der Weg in die Ewigkeit. Und die Ewigkeit hat jetzt schon angefangen, weil diese Dimension des Lebens heute uns zugänglich ist, weil Jesus den Tod besiegt hat. Darum geht es mir heute. Und ich bin da schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich immer noch wie ein Anfänger. Ne? Ehrlich gesagt, diese Dimension zu verstehen, die ist so gewaltig. Und der Brina hat vor einiger Zeit mal hier gepredigt, wo sie auch beschrieben hat, wenn wir in der Ewigkeit sind, wir werden immer mehr von diesem unerschöpflichen Gott mit unserer Begrenztheit immer mehr erfassen können. Leute, das ist gewaltig, Nachfolger von Jesus zu sein, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, das Wort Gottes zu haben, Gemeinschaft zu haben. Ihr Lieben, wir haben einen Reichtum, wir sind die reichsten Menschen auf diesem Globus. Nicht, weil wir in der Schweiz leben, sondern weil wir etwas haben, was gewaltig wertvoll ist. Okay, worin besteht die Nachhaltigkeit? Ich denke, das hat damit was zu tun, dass wir verstehen, Jesus lebt in uns, er ist auferstanden. Unser Leben hat heute schon mit der Ewigkeit etwas zu tun. Und das kann bewirken, dass wenn wir morgen früh aufstehen, aufwachen und uns überlegen, wie plane ich die Woche, wie verbringe ich die Woche, in dem Maße, wie wir Verständnis haben, dass mein Leben heute und morgen und übermorgen Beziehungspunkte in der Ewigkeit hat, das hilft mir, den Fokus irgendwie
auf das zu richten, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist, was einen Unterschied macht heute und jetzt und wie ich einen Unterschied machen kann hier auf dieser Erde. Deshalb ist dieses Verständnis der Auferstehung so wichtig. Zweiter Punkt, was ist bei der Auferstehung von Jesus geschehen? Die Auferstehung von Jesus ist ein historisches Ereignis. Wir haben in der Bibel viele Aussagen darüber. Wir haben außerbiblische Hinweise. Josephus schreibt darüber. Ich habe mal einen Film gesehen, Der Fall Jesus. Ich denke, viele kennen den Film. Kennt ihr den Film? Der Fall Jesus? Wer kennt den? Das Buch, ja. Gibt es auch als Film. Ne? Der Film ist unheimlich beeindruckend. Für die, die nicht so gerne lesen, schaut euch den Film an. Da war ein Reporter, Atheist, und seine Frau ist Christ geworden. Und für ihn als Atheist war das richtig nervig. Ne? Und dass die jetzt in die Kirche geht und an solche Sachen glauben und auch anfangen will zu beten zu Hause, nervig. Okay, was macht er? Er will sie davon überzeugen, dass sie ein Märchen glaubt. Und dann fängt er an, Nachforschungen anzustellen bei Wissenschaftlern, bei Historikern, bei Theologen, bei Soziologen. Kurz und gut, irgendwann kam er zu dem Punkt, wo er gesagt hat, Jesus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube. Also jetzt sein Leben auf den Kopf gestellt. Also, wer ein bisschen mehr wissen möchte über die verschiedene, man kann es nicht beweisen, menschlich gesehen, aber Hinweise, die gewichtig sind, schaut euch den Film an, lest das Buch, Der Fall Jesus. Okay, deshalb ist warum ist die Auferstehung so wichtig, was ist geschehen? Wir bleiben bei Korinther heute, 1. Korinther 15, das ist so das Kapitel in der Bibel, außer diesen Berichten in den Evangelien, mit am meisten Gewicht von der Bedeutung der Auferstehung. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Und zwar jeder in der ihm bestimmten Reihenfolge. Als erster Christus, dann bei seiner Wiederkunft die zu ihm gehören. Also wir schauen uns jetzt mal die Auferstehung von Jesus an. Mit diesem Bewusstsein, dass es gibt letztendlich zwei Rassen von Menschen auf dieser Erde. In Adam, so sind wir alle geboren, und in Adam haben wir eine Natur, die vergänglich ist, die begrenzt ist, die eines Tages in die Erde gelegt wird, Deckel drauf zu, obwohl der Geist weiterlebt. Ne? Aber in Christus, das ist die neue Rasse, die durch die Auferstehung von Jesus angefangen hat. In Christus ist eine neue Rasse auf dieser Erde möglich gemacht worden. Und damit wir das verstehen, wir haben einen Teil schon, seine Kraft in uns. Wir haben noch nicht alles. Wenn er wiederkommt und die Gräber aufgehen oder wir entrückt werden, dann werden wir sein wie er. Und damit wir diese Zukunft, wir werden sein wie er, besser verstehen, schauen wir uns ein bisschen näher an, was damals passiert ist. Ne? Also, Micha hat vorhin was vorgelesen von der Ostergeschichte. Ich finde diese Ostergeschichte gewaltig stark. Jesus war tot. Glaubt ihr das? Er hing am Kreuz, eingestochen, war tot. Er hat nicht mehr gelebt, sie haben ihn ins Grab gelegt. Wer kann aus dem Grab wieder rauskommen? Keiner. Er war wirklich mausetot. Und da war er 3 Tage, und am 3. Tag hat sein Vater vom Himmel gesagt, Jesus, mein Sohn, komm raus aus diesem Grab. Wir wissen nicht die Details, aber die Bibel sagt, er wurde auferweckt. Die Engel kamen vom Himmel, haben den Stein weggerückt, es gab Erdbeben und so kam Jesus raus. Und gleichzeitig gab es in Jerusalem ein Erdbeben, einige der Gräber gingen auf und vor allem der Vorhang im Tempel ist zerrissen von oben nach unten, Gräber gingen auf, einige Tote kamen raus, sind durch die Stadt gelaufen, haben ihre Familien besucht. Stellt euch mal das vor, ne? Ein Mensch, den du kennst, der Gott geliebt hat, kommt plötzlich zu dir und sagt, hallo, ich bin wieder da. Ne?
was muss das für ein Spektakel gewesen sein in Jerusalem? Und gleichzeitig hat die religiöse Polizei, Pharisäer, Sanhedrin und Company, hat gesagt, das darf keiner wissen, was hier passiert ist. Ne? Und sie haben die Soldaten bestochen, weil sie Angst hatten, dass diese Auferstehungskraft eine ganz neue Dimension des Lebens ermöglicht und das muss verschwiegen werden. Das ist auch heute noch das gleiche Problem. In dem Maße, wie wir nicht verstehen, was diese Auferstehungskraft für uns bedeutet und für uns beinhaltet, für uns ermöglicht ist, können wir nicht in dieser Dimension leben, für die Jesus eigentlich gestorben ist. Okay, nachdem Jesus auferstanden war, hat er einen neuen Leib gehabt. Und das ist ein bisschen, wir müssen das verstehen, ja, Adam, die alte Rasse in Adam, die neue Rasse in Christus. In Christus heißt praktisch, das ist unser Modell und wir haben die Ressourcen und den Zuspruch, dass unser Leben so sein wird. Wenn wir jetzt in Christus sind, dann sind wir innerlich erneuert. Dann ist unser Geist wiedergeboren und wir wissen, dass er uns liebt, dass wir keine Waisen sind, dass wir Kinder sind, sein Geist in uns. In Christus, wir sind eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und weil wir in Christus sind, wissen wir, dass das, was Jesus erlebt hat, das wird uns zu gehören. Durch die Verbindung oder in Christus zu sein, werden wir alle lebendig gemacht werden mit neuem Leib. Zwar jeder in bestimmten Reihenfolge. Und damit wir wissen, wie unsere Zukunft aussieht, schauen wir auf Jesus. Er hat einen neuen Leib gehabt, er konnte essen, trinken, er hat Fisch gegessen, er hat mit seinen Jüngern Picknick gehabt, er war unter ihnen mit einem neuen Leib. Aber sein neuer Leib war ein geistlicher Leib, ein Geistleib, der nicht mehr sterben kann und den er heute noch hat, mit dem er zur Rechten seines Vaters sitzt. Er ist praktisch der Prototyp einer neuen Schöpfung, er ist der Prototyp unserer Zukunft. Und jetzt schauen wir, was es für uns bedeutet. Die nächste Folie mit wir. Wir bleiben bei Korinther 15 und so. Wie wir jetzt nach dem Bild des irdischen Adams gestaltet sind, werden wir dann nach dem Bild des himmlischen gestaltet sein. Stell dir mal das kurz vor. Das ist deine Zukunft. Wenn du in Christus bist, das ist deine Zukunft. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, ist herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Stell dir mal dich selber vor, ne? Das ist deine Zukunft. Ewiges Leben in Christus. Er ist auferstanden, das feiern wir heute. Das Grab konnte ihn nicht zurückhalten. Die Hüllen und alles, was er da um sich herum hatte, als Leiche, die dort reingelegt wurde, das ist abgelegt. Und er hat diesen neuen Leib. Und das Gleiche gilt auch durch seine Auferstehung für dich. Du wirst unverweslich sein, du wirst herrlich sein, du wirst stark sein. Und du wirst nicht ein Geist sein, der schwebt mit den Engeln, sondern du wirst einen geistlichen Leib haben. Der Unterschied zwischen natürlichem Leib und geistlichem Leib ist folgender. Der natürliche Leib gehorcht, lässt sich oft vom Fleisch bestimmen. Versucht, dem Geist zu gehorchen und schafft es oft, aber manchmal schafft es nicht. Und der natürliche Leib ist deshalb begrenzt und wird eines Tages zurückgehen zum Staub. Der geistliche Leib ist ein Leib, den man anfassen kann. Die Jünger hatten Jesus angefasst, sie haben ihn gespürt, sie haben seine Wunden gesehen, konnten die Hände reinlegen. Der geistliche Leib ist ein Leib, der real existiert, der essen, trinken kann, aber der geistliche Leib kann total dem Geist Gottes gehorchen. Da gibt es keinen Bereich mehr, wo der geistliche Leib unabhängig vom Schöpfer sein wird.
Und das ist deine Zukunft und meine Zukunft. Wenn Jesus wiederkommt und wir einen neuen Leib bekommen, dann bekommen wir einen Geistleib. Einen Leib, der nicht mehr verwest, der nicht mehr schwach ist, der nicht mehr krank ist, der keine Schmerzen mehr kennt, der keine Mängel mehr kennt, der keine Defizite mehr kennt. Das ist unsere Zukunft. Könnt ihr euch über diese Zukunft freuen? Wofür lohnt es sich hier zu leben? Es lohnt sich dafür zu leben, und das ist das mit dem Fokus. Wir wollen nicht die elenden Menschen sein, sondern wir wollen clevere Menschen sein, die sagen, mein Fokus, wenn ich aufstehe, aufwache, ist darauf gerichtet, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass das, was ich heute hier lebe, das geht in die Ewigkeit rein. Und auch die Ewigkeit kommt in mein Leben rein. Das ist eine Energie, die in zwei Richtungen fließt. Eine Dynamik von Beziehung, die in zwei Richtungen geht. Okay. Und weil wir diese Zuversicht haben, weil wir wissen, dass diese Zukunft mit einem geistlichen Leib fantastisch sein wird, wissen wir, auf was wir uns vorbereiten. Und Johannes schreibt dann, weil wir dieses Ziel haben, reinigen wir uns von Dingen, die ablenken. Lassen wir die Dinge, die ablenken, die nicht wesentlich sind für das große Ziel, die lassen wir links und rechts liegen und fokussieren uns darauf. Und wir wollen, dass all unsere Freunde, Nachbarn, Verwandte, kommt mit! Es gibt ein großes Fest. Wir werden in der Ewigkeit beim König sein. Okay, das waren die wesentlichen Gedanken zur historischen Auferstehung. Aber es ist zuerst wichtig, dass wir eine innerliche Überzeugung haben, er ist wirklich auferstanden. Und mit seiner Auferstehung kam eine neue Dimension des Lebens auf diese Erde. Er ist der Prototyp dessen, was wir sein werden, wenn er wiederkommt. Er hat was modelliert und er hat es ermöglicht. Also die Zukunftsperspektive, die historische Wurzeln hat, das ist kein Märchen, das ist nicht Ostereier suchen, das ist historische Realität. Jetzt kommt zum dritten Punkt, die direkte Auswirkung der Auferstehung von Jesus für uns heute. Wenn wir nur sagen würden, ja, in der Zukunft bin ich dann bei ihm, dann könnte ja Feuerbach oder Marx recht haben, Opium fürs Volk, lasst euch ausbeuten, lebt als Opfer, lebt als Sklaven, irgendwann wird es besser. Das ist nicht die Idee. Ne? Wir glauben nicht an Feuerbach, sondern wir glauben, dass diese Auferstehungskraft jetzt, heute, hier unser Leben verändern kann. Und dazu lesen wir jetzt im Epheserbrief: Ich bete, dass ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Diese Kraft ließ er wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Wait a minute. Was steht da? Okay, erstmal, Paulus sagt, ich bete. Warum? Diese Dinge kann man nicht durch Überzeugung an den Mann bringen. Ich kann euch von diesen Dingen nicht überzeugen. Wenn ihr nicht Zeit nehmt, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft habt, das Wort Gottes studiert und Wort und Geist euer Herz berühren lässt, wird es nicht passieren. Lasst uns dafür beten, dass wir etwas erkennen. Was können wir erkennen? Dass es eine überwältigend große Kraft gibt, die in uns wirkt. Okay, und was ist diese Kraft? Diese Kraft hat in Christus gewirkt, als der Vater ihn von den Toten auferweckt hat. Also, wir schauen das Vergleichsbild an. Das Vergleichsbild ist folgendes. Jesus war tot im Grab, war wirklich tot. Und dann kam eine Kraft vom Himmel, die die Leiche herausgeholt hat. Die der Leiche Leben vom Himmel reingeflößt hat. Das ist so eine gewaltige Kraft. Und jetzt sagt das Wort Gottes hier, die gleiche Kraft, die damals wirksam war, als Jesus aus dem Grab herausgeholt wurde, diese Kraft wirkt in den Gläubigen heute durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Wow. Haut euch das um? Oder geht es an euch so vorüber?
Ich finde diese Aussage so krass, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe sie noch so wenig. Aber das bisschen, was ich davon ergriffen habe, bewirkt in mir, Gott, hier steht es in deinem Buch, dein Wort ist Wahrheit, du lügst nicht. Also in deinem Wort steht, du hast Christus aus dem Grab rausgeholt, okay, das glauben wir, das feiern wir. Aber gleichzeitig sagst du, die Kraft, die damals wirksam war, als eine Leiche aus dem Grab herausgeholt wurde, als der Stein weggerollt wurde, als das Erdbeben kam, diese Kraft ist in mir und dir wirksam. Wow. Und dann schaue ich mein Leben an und denke, oh Gott, es gibt manche Situationen, wo ich mich sehr schwach fühle. Geht es dir auch manchmal so? Oder haben wir Goliaths hier oder Herkules? Ne? Manchmal fühlen wir uns schwach. Und was machen wir dann? Wir können uns vor unserer Schwäche beugen und dann sagen, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Oder wir können langsam, und das ist ein Prozess, uns auf das hinwenden, was Paulus hier sagt, ich bete. Und dann sagen wir, Gott, ich bete jetzt, dass ich erkenne, was diese Kraft ist und wie ich mit dieser Kraft kooperieren kann. Dein Wort sagt, dass es die gleiche Kraft ist, die den toten Jesus aus dem Grab herausgeholt hat. Diese Kraft kann in mir wirken. Sag doch mal deinem Nachbar, die Auferstehungskraft kann in dir wirken. Und jetzt stell dir mal bitte folgende Situation vor. Denk mal an Situationen in deinem Leben, wo du dich schwach fühlst, wo du denkst, das ist nicht zu lösen, ich habe keine Ressourcen. Denk mal kurz an diese Dinge. Ne? Die sind subjektive Realität, mit der du und ich, mit der wir zu leben haben. Und jetzt bleiben wir nicht im Tal der Ohnmacht stehen, sondern jetzt sagen wir, Ostern! Wir glauben an diese Auferstehungskraft. Wir glauben und wir sehen Jesus, den Auferstandenen, mit seinem neuen Leib. Er hat die Mächte der Finsternis entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumphzug gemacht. Das sind die Aussagen des neuen Bundes für das, was durch die Auferstehung von Jesus geschehen ist. Und jetzt sagen wir, ja, diese Herausforderungen habe ich. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat die Auferstehungskraft Jesu Christi. Vater, ich bete jetzt, so wie Paulus gebetet hat, hilf mir zu erkennen, dass deine Kraft größer ist und zeig dir mir jetzt die praktischen Schritte, wie ich Schritt für Schritt mit dieser Auferstehungskraft diese Probleme überwinden kann. Und das möchte ich dir mitgehen als Osterbotschaft. Die Auferstehungskraft ist in dir, nicht weil ich es dir sage, es steht im Wort Gottes. Glaube es nicht mir, lese das Wort Gottes und lass dich selber vom Heiligen Geist überzeugen. Und wenn du überzeugt bist, dass es wirklich Gottes Botschaft ist für dich und Gottes reale Versorgung durch den neuen Bund, das ist die Normalität des neuen Bundes. Das ist nicht irgendwas für abgehobene, fromme Christen, es ist die Normalität. Jesus ist aus dem Grab gekommen, das glauben wir, richtig? Und das ist nur der halbe Glaube. Die andere Hälfte, die zweite Seite der Münze ist, die gleiche Kraft wirkt in uns, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Wir haben kürzlich eine Kleingruppe angefangen bei uns zu Hause. Eine der Teilnehmerinnen ist jetzt fast so alt wie wir. Die war Jahre aufgewachsen mit einer Familie von Zeugen Jehovas in dieser Kiste gefangen, irgendwann ausgetreten, rausgeschlüpft, ohne gelebt. Und vor 3-4 Jahren hat sie die Auferstehungskraft Jesu Christi erlebt. Und ich finde das so ermutigend. Ich habe schon mit manchen Leuten gesprochen, hier ist im Hintergrund, und ich habe es aufgegeben. Ne? Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn die Auferstehungskraft Gottes kommt, dann passiert eine Wiedergeburt. Dann passiert, dass diese Person sagt und diese Dame sagt, ich bin so happy, Jesus lebt in mir, ich habe seine Auferstehungskraft. Und sie ist jetzt seit 3 Monaten bei uns in der Kleingruppe und jetzt sagt sie, jetzt fange ich auch eine Kleingruppe an in Elsass, weil das, was ich erlebe mit Jesus, das kann ich nicht mehr für mich behalten. Versteht ihr, das ist die Auferstehungskraft, die in Aktion kommt.
nicht automatisch in Aktion kommt, ohne unser Kooperieren. Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt. Und wenn wir zufrieden sind mit einem Leben, mit unserer Kraft, mit unseren Ressourcen, dann sagt Gott, und ja, willst du mehr? Wenn wir nicht mehr wollen, dann rüttelt er auch vielleicht manchmal und sagt, hallo, ich habe mehr, hallo, willst du nicht mehr? Ja, Gott, stimmt, ich will mehr. Ich möchte euch heute zurufen, es ist Ostern. Jesus ist auferstanden. Und das ist jetzt nicht nur der fromme Spruch, den wir, Hans und ich, am Anfang gemacht haben. Das ist die Realität der Geschichte. Es ist geschehen. Er ist aus dem Grab. Und er hat einen neuen Leib. Und diese Kraft ist gewaltig. Und diese Kraft wohnt in dir. Sagt das Wort Gottes. Das ist nicht irgendwie moderne Theologie. Vor 2000 Jahren wurde das aufgeschrieben. Und ich möchte lernen darin, ehrlich gesagt, ihr dürft für mich beten, dass ich darin wachse. Ich möchte darin wachsen. Ich möchte mehr von dieser Kraft erleben, weil diese Kraft so wunderbar ist und weil diese Kraft Menschen am meisten verändern kann. Amen. Ich finde es so. Und ihr wisst, ich liebe das Wort Gottes, Wort und Geist in Kooperation. Und Epheser 2 beschreibt das nochmal. Und ich denke, das ist so wichtig für uns zu verstehen. Gott aber hat uns in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, mit Christus mitlebendig gemacht. Ich habe das jetzt selber übersetzt, weil im Griechischen, das griechische Wort für mit heißt Sinn, Synergie und all diese Wörter nach Sinn. Und im Griechischen steht hier, wenn man es direkt übersetzt, wir sind mitlebendig gemacht worden, wir sind mit auferweckt, wir sind mitversetzt. Das heißt, was vor 2000 Jahren geschehen ist, durch die Auferstehung von Christus, stell dir immer wieder mal die Auferstehung von Christus vor, wie er aus dem Grab rauskam, ein Triumphzug, so sagt es in Kolosser und Korinther, ein Triumphzug. Da hast du schon Teil dran gehabt. Du bist mit ihm lebendig gemacht worden, du bist mit auferweckt, du bist mitversetzt in himmlische Bereiche. Ja, ich habe damals noch gar nicht gelebt. Nee, aber die Ressourcen für ein Leben in dieser Dimension des neuen Bundes, das hat Jesus damals für dich erkauft, für dich erschaffen und stellt es dir heute zur Verfügung. Also das ist deine Identität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich manchmal auch nicht immer so, dass ich mitlebendig bin. Aber was sagt das Wort Gottes? Ich bin mitlebendig gemacht. Ich bin mit auferweckt. Und dann gibt es die Momente, wo wir wissen, gehe ich nach Wahrheit, gehe ich nach Gefühlen. Die Wahrheit ist, er ist auferstanden, er wurde lebendig gemacht und weil er lebendig gemacht wurde, ich bin mit ihm lebendig gemacht, ich bin mit ihm auferweckt und ich bin mit ihm versetzt in himmlische Orte. Das ist manchmal diskutiert, ja, was heißt das? Du sitzt heute auf dem Stuhl, aber du hast noch eine andere Position. Jesus hat die Position vom Vater erhöht zur Rechten des Vaters über alle Mächte und Gewalten. Und er sagt, wir sind mit ihm versetzt in himmlische Orte. Bevor Jesus ging, hat er gesagt, mir ist alle Vollmacht, alle Exousia im Griechischen, alle Berechtigung, Vollmacht, Autorität gegeben im Himmel und auf der Erde. Deshalb geht hin. Warum sollen wir mit anderen Menschen über Jesus reden? Warum sollen wir zu anderen Menschen sagen, Gottes Regierung ist angebrochen, die Ewigkeit hat angefangen, wir haben Zugang zum Thron des Vaters, wir haben Zugang zu den Ressourcen des Himmels. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so soll er in meinem Leben geschehen, so soll er im Leben meiner Umfeld geschehen, in meiner Familie geschehen, so soll der Wille Gottes geschehen. Warum ist das möglich? Weil wir mit ihm versetzt sind in himmlische Orte. Das heißt, er hat uns eine Position gegeben, wo er sagen kann, regiert mit mir auf dieser Erde. Tja, können wir mit ihm regieren? Können wir den Geschichtsverlauf verändern? Was denkt ihr? Meine Antwort ist ja und nein. Das heißt, es gibt
große Meilensteine der Geschichte, die Gott vorbestimmt hat. Dass Jesus gekreuzigt wurde, das war, heißt es im Wort Gottes, Gottes Ratschluss, so hat Gott es vorher beschlossen, dass die Römer ihn umbringen, kreuzigen werden, Gottes Ratschluss. Dass es heute eine Zeit geben wird bis zum Ende hin, wo Jesus wiederkommt, und bevor Jesus wiederkommt, wird es antichristliche Mächte geben, die in Aktion sind. Okay, so steht es im Wort Gottes, das ist die Geschichte, das ist die Roadmap der Geschichte, die können wir nicht verändern. Aber es gibt die andere Seite, die wir verändern können. Wir können erstmal einen halben Quadratmeter verändern. Das heißt, in diesem Quadratmeter anfangen, Wahrheit zu glauben. Ich bin lebendig gemacht. Ich existiere, um Jesus anzubeten. Er sucht Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich antworte, ich bin gehorsam. Zweitens, ich kann Einfluss machen. Ich kann Menschen ermutigen. Ich habe eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Ich kann die Menschen um mich herum entmutigen. Ich kann sie mit negativen Worten bombardieren. Ich kann schweigen. Schweigen ist die schwäbische Form der Komplimente machen, oder es kann auch sein, dass geheime Richten sein, okay, oder ich kann mein Umfeld, die Menschen um mich herum ermutigen, aufbauen. Hier kann ich den Unterschied machen, weil wir die Auferstehungskraft in uns haben. Weil wir die Auferstehungskraft in uns haben, gucken wir nicht auf die Fehler und Schwächen unserer Mitmenschen, sondern weil wir die Auferstehungskraft in uns haben, schauen wir auf Gottes Potenzial und Pläne auf unsere Mitmenschen. Wir lassen uns nicht von der wir lassen uns nicht von unserer Vergangenheit bestimmen, sondern wir sind bestimmt von unserer Bestimmung. Okay? Und so schauen wir unsere Mitmenschen auch an, nicht nach ihrer Vergangenheit, Fehler, Versagen, dumme Worte, die sie gesagt haben. Wir streichen das durch und wir sagen, okay, weil die Auferstehungskraft des lebendigen Gottes in uns ist, haben wir den Blick in die Ewigkeit, in die Zukunft, und wir wissen, jeder von uns ist wichtig. Wir sind ein Team, und dieses Jesus-Team ist hier gesetzt in Baden, Wettingen, Aargau und darüber hinaus, dass durch dieses Jesus-Team Kreuzpunkt Jesus bekannt gemacht wird, berühmt gemacht wird und die Auferstehungskraft Gottes fließt. Wow. Hat der Kreuzpunkt eine Zukunft? Weil ihr so gut drauf sind? Weil Jesus treu ist und weil er euch seine Auferstehungskraft gegeben hat und weil wir bereit sind mit Micha, so ist es doch, der Brina, wir wollen mit dieser Auferstehungskraft kooperieren und wir wollen sehen, dass sie hineinfließt in unsere Umwelt. Sag doch mal zu deinem Nachbar, du bist mitlebendig gemacht. Sag ihm, du bist mit auferweckt. Sag ihm, du bist mit versetzt in himmlische Bereiche. Ihr Lieben, wenn wir diese Dinge als Ostererlebnis mitnehmen, dann haben wir eine ganze Menge gelernt. Dann haben wir den Reichtum den wir haben, ein bisschen mehr erfasst. Und wisst ihr, unser Leben besteht in kleinen Schritten. Little Steps. Wer mal diesen Film gesehen hat, What About Bob? It's the little steps, die kleinen Schritte, die helfen, dass wir immer mehr dem Ziel näher kommen. Ne? So make the little steps next week. Nimm ein bisschen von der Auferstehungskraft, die du verstehst, ergreifst, aber wende sie an. Wende sie an für dein Leben und schüttel die Lügen ab. Sag dir, ich bin lebendig gemacht, ich bin mit auferweckt. Meine Gefühle sagen mir das Gegenteil, aber meine Gefühle sind nicht das, dem ich untergeordnet bin. Ich bin der Wahrheit untergeordnet. Die Wahrheit macht frei, nicht die Gefühle machen frei. Die Wahrheit macht frei. Und wir nehmen die Wahrheit, wir glauben die Wahrheit, wir proklamieren die Wahrheit. Deshalb ist dein Bekenntnis so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir singen, anbeten, proklamieren, dass du ein Gebetsleben hast, wo du mit lauter Stimme Wahrheit sagst über dich, über Gott, über sein Volk und über die Region. Sprech die Wahrheit aus. Wahrheit macht frei. Die Ressourcen sind da. Er ist auferstanden, das haben wir bekannt. Und mit seiner Auferstehung sind wir mit auferweckt. Das ist geschichtlich geschehen. Wir müssen nicht auferweckt werden. Wir sind mit ihm auferweckt. Wir sind mit ihm lebendig gemacht. Wir sind mit ihm versetzt. Es ist wichtig, dass wir beten, wie Paulus schreibt, dass wir erkennen, welchen Reichtum wir haben. Betet füreinander, segnet einander, nimmt es mit, dass wir diese Erkenntnis der Wahrheit immer mehr als Normalität mitnehmen und uns gegenseitig stark machen. Und was wird passieren? Die Auferstehungskraft wird in der Region immer mehr sichtbar werden. Ich
glaube, dass Zeiten kommen werden, hier in Europa, wie wir es auch von anderen Ländern kennen, im südlichen Globus, ne? Dass Menschen stark verändert werden. Und für mich ist es immer eines der schönsten Erlebnisse, das ich leider viel zu selten erlebe. Ich möchte es wieder viel, viel mehr, dass Menschen ihre Knie beugen und sagen, Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich anerkenne, du bist mein Retter, mein Herr, ich will mit dir leben. Und dann stehen sie auf und sie haben verändert. Ich kenne einen, der ist jetzt Pastor irgendwo. Ich weiß, ich habe ihn kennengelernt, da war er so normaler Nicht-Christ, Fußball, Sport, Leben und so alles. Dann ging er mit auf eine Jugendfreizeit. Er kam zurück. Ich habe meine Töchter abgeholt im Bus und dann kam er auch raus. Sein Gesicht war verändert. Die Auferstehungskraft war in ihm. Es ist ein Pastor. Ja? Und ich glaube, so diese Momente, wo die Auferstehungskraft in Menschen kommt und wo sie eine Transformation erleben, ihr Leben, könnt ihr euch was Schöneres vorstellen? Wir dürfen teilhaben dabei. Wir dürfen teilhaben, dass diese Auferstehungskraft, die in uns ist, durch uns weiterfließt und viel Frucht bringt und einen Unterschied macht in dieser Region, weil das Ergebnis davon Jesus angebetet wird, Jesus berühmt gemacht wird. Ich weiß, wir hatten mal eine Zeit in einer Bibelschule, wir hatten damals eine Bibelschule in Brașov und wir haben gesagt, da gab es so eine Stadt, 20.000, 30.000 Einwohner, Sarnest, und wir gehen dorthin. Viel Armut, Industrie, Waffenfabrik und man hat das gespürt, viel Brutalität und alles. Und wir haben gesagt, wir evangelisieren da, sind zwischen den Blocks gegangen und wir haben gesagt, Jesus, wir erwarten, dass durch unser Hiersein eine Woche lang Jesus das Stadtgespräch wird. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir haben dann Leute gehört, wie sie sich unterhalten haben. Hey, habt ihr schon die Fromm gehört? Die haben dir über Jesus erzählt. Und da war eine Frau, die hat zum Balkon raus, zum Fenster rausgeguckt, 3. Stock. Und ich habe ein Wort Erkenntnis gehabt. Jesus heilt jetzt jemand von Leberkrankheit. Es wurde auf der Stelle geheilt. Sie kam runter, hat sich bekehrt. Und so war Jesus einfach das Stadtgespräch. Und ich glaube, dass diese Ereignisse nicht für die Geschichte begrenzt sind, sondern dass wir wieder erleben werden, dass diese Auferstehungskraft uns freisetzt, das weiterzugeben. Und das ist die Agenda von Jesus. Das ist die Roadmap, auf die Jesus uns führen will. Super, dass ihr dabei seid. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch für uns alle beten. Wollt ihr das auch? Einfach mit der Erwartung, dass wir das immer mehr erleben. Ich bete für mich, ihr dürft gerne mitbeten. Ich brauche mehr davon. Herr Jesus, wir feiern dich heute als den Auferstandenen und damit deklarieren wir, dass du eine neue Epoche der Geschichte angefangen hast. Es ist die Geschichte, die die Auferstehungskraft erlebbar hat. Du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt, die Mächte der Finsternis entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt. Wir leben jetzt in dieser Zeit, wo sie noch einen gewissen Raum haben, aber wir haben Autorität, Jesus. Wir haben deine Auferstehungskraft in uns. Und ich bitte dich jetzt für uns als Gemeinde, dass du jeden von uns persönlich neu ergreifst und neu packst, so wie Paulus gesagt hat, ich bete, dass ihr erkennt. Hilf uns, dass wir miteinander, füreinander beten, dass wir diesen Reichtum immer mehr erkennen und dass wir auch von dir Weisheit bekommen, wie wir diesen Reichtum einsetzen. Deine Auferstehungskraft in Aktion. Und wenn jetzt heute jemand hier ist, der sagt, ja, ich habe schon von Jesus gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm gehöre, dann bete ich jetzt für dich und du brauchst nichts machen, du kannst ruhig an deinem Platz sitzen bleiben. Und du kannst anschließend dann zu Micha, Dabrina kommen. Aber ich bete, dass wenn jemand noch nicht diesen Schritt gemacht hat, ich will mit Jesus leben, ich glaube, er ist mein Retter, ich glaube, er ist mein Herr, dann möchte ich jetzt für dich beten. Heiliger Geist, danke, dass du Jesus offenbarst. Und ich bete jetzt für die Menschen, die hier sind, die dich noch nicht kennen, die heute mit dir anfangen wollen. Komm jetzt in ihr Leben. Zünde das Licht an. Offenbare Jesus, den Retter und den Herrn. Und gebe ihnen Gewissheit deiner Liebe, des ewigen Lebens. Amen.
weil das eben jemand mitgebetet hat innerlich und sagt, ich will einen Anfang machen, komm nachher zu Micha, zu Dabrina oder zu jemand von den Leitern, zu einer Person deines Vertrauens, aber fang diesen Prozess bewusst an. Dankeschön. Und jetzt wollen wir einfach darauf reagieren, würde ich sagen, und Gott anbeten und in dieser Anbetung einfach ihm das geben, was ihm gehört.